Hallo, Procreate im neuen Update 5.2 gibt es diese Farbkarten mit Farbbezeichnungen. Ähm, Ich gehe mal ins Procreate rein. Diese Farbkarten, die findet man unter der Palette, Farbpalette, und jetzt ganz rechts unten Paletten, und hier sind diese Paletten in der kompakten Form. Und dann kann man auf Karten umschalten und die kann man hier teilen, duplizieren und so weiter. Ähm, Das sind diese Paletten viel größer aufgefächert, und die Farben sind bezeichnet. Und man kann diese Farben hier, ähm, ja, ich tippe mal hier auf so ein Grau, und jetzt kann man dem Grau einen eigenen Namen geben. Ich mache es jetzt mal nicht, weil mir taugt es. Jetzt kann es sein, wenn bei jemandem hier englische Worte stehen, dann zeige ich das auch einmal. Man kann hier auf den Schraubenschlüssel gehen und geht hier auf die Hilfe. Dann kommt hier der Punkt Erweiterte Einstellungen. Und jetzt kommt man in die Einstellungen für Procreate. Und hier kann man die Sprache ändern. Ich habe sie auf Deutsch, dann sind meine Farben auch in Deutsch. Und jetzt kann man hier auch noch das einstellen, diese Fenster für Single-Touch-Gesten, bevorzugtes Mitteilungen mit Farbbeschreibungen. Ganz unten steht es Mitteilungen mit Farbbeschreibungen. Das klickt man jetzt mal an. Und jetzt kann man nach Procreate reingehen. Und wenn ich jetzt diesen Color Picker hier habe, dann sieht man am oberen Rand dunkelgräulich orange-rot, das ist anscheinend in der Mischfarbe, dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgräulich-rot und dunkelrosa. Ja, das wäre jetzt das, dass der Name eingeblendet wird. Es ist leider so, dass ich glaube, eine Suchfunktion gibt es, glaube ich, nicht. Ne. So viel mal zu diesen Farbkarten. Da gibt es auf Englisch noch irgendein Video, wo die Farben dann mit ihrer eigenen Muster da abgleicht. Das habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Alles klar, viel Spaß beim Malen. Tschüss.